Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama, heute hier aus Thun. Wir haben folgende 3 Beiträge heute für euch in der Sendung. Ein Blick in die Kulissen der Brienz-Rothorn-Bahn, die die Gäste bis zur Bergspitze transportiert. Mauro Lustrinelli war früher beim FC Thun Spieler und jetzt auf die neue Saison Cheftrainer. Und am Wochenende finden die Schweizer Meisterschaften im Highdiving im Stremmel zu Thun statt. Was sonst noch so läuft, haben wir euch kurz und kompakt zusammengefasst. Der Bundesrat will den Doppelspurausbau. In den Agglomerationen und zwischen regionalen Zentren soll das Bahnangebot besser werden. Der Bundesrat hat unter dem Titel Bahn 2050 aktualisierte Perspektiven für künftige Ausbauten vorgelegt. Findelkind Mutter schuldig gesprochen. Die Mutter des Findelkinds von Därstetten ist heute Morgen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 23 Monaten verurteilt worden. Das Regionalgericht hat sie der versuchten Kindstötung schuldig gesprochen. Rekorde, neuer Name, neuer Chef, neues Glück. AWAG blickt auf ein Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2021 zurück und heisst neu AWAG Umwelt AG. Mit dieser Namensänderung werden der heutigen Geschäftstätigkeit und zahlreiche Innovationsprojekte im Dienst der Umwelt Rechnung getragen. Jahr für Jahr bringt Dampflocke diverse Gäste von Brienz auf die Bergspitze rauf. Damit der Transport reibungslos funktioniert, sind einige Vorbereitungsaufgaben nötig. Mein Kollege Ben Abeckle hat hinter die Kulissen des geschichtsträchtigen Unternehmens geschaut. Die Rothornbahn ist etwas Einmaliges in der Schweiz. Schon nur hier das Depot, das gibt es nur bei uns. Es ist ein super Arbeitgeber, Sommer und Winter, top Abwechslung. Das Depot, die Maschinen alle zusammen, historische Maschinen, neue Maschinen, 8 Stück, die hier innen stehen, das gibt es wirklich nur bei uns. Morgen, wenn ich komme, weiss ich eigentlich nicht, was passiert mit mir. Manchmal schon um 10 ab 7 kommt etwas Unerwartetes. Und manchmal ist um 10 ab 7 etwas Erfreuliches. Also es ist sehr abwechslungsreich. Ja, das Spezielle ist wirklich die Bahn selber, einmalige Bahn, alte Maschinen, neue Maschinen, Technik, die ich hoffe eigentlich noch lange so bleibt. Neben dem Hobby, das ich sonst habe, ist mein Job etwas am schönsten, das geht, ja. Mit der Rückkehr von Mauro Lustrinelli zum FC Thun schließt sich ein Kreis. Er hat in seiner Karriere einige bedeutende Erfolge feiern. Mein Kollege Manuel Moser war beim Trainingsauftakt vom FC Thun dabei. Ich habe schon einige Sachen erleben. Natürlich die ganz schöne Geschichte mit Champions League, wo immer wieder angesprochen werde. Das ist eine ganz, ganz schöne Erinnerung, eine Märchen. Dann habe ich auch die Möglichkeit, bei FC Thun meine ersten Schritte machen als Trainer. Und jetzt will ich zurück, um noch was anderes zu schreiben. Hast du da vielleicht einen Geheimtipp, Lieblingsort, wo du am liebsten bist, entspannst? Nicht unbedingt. Zu Hause ab und zu, wenn ich habe Zeit dort, habe ich wirklich alles, damit ich kann mich gut entspannen. Aber natürlich Oberland bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, um wirklich mit sich selber allein irgendwo auch die gute Gefühle wiederzufinden. Du hast vorhin angesprochen, U21 trainiert, jetzt direkt nach Thun. Nicht so tragisch, dass es keine Sommerferien gibt, oder? Nein, eben, ich habe wirklich keine Zeit gehabt, mich zu entspannen. Aber im Fußball ist es so. Du musst einfach parat sein für nach dem Spiel ist vor dem Spiel, oder sagt man. Das ist genau so gesehen. Ich habe nicht viel müssen überlegen. Darum bin ich da heute mit voller Energie und bin sehr, sehr glücklich. Wieso bist du der Richtige für den FC Thun? Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt viele Richtige für eine Mannschaft zu trainieren. Am Ende kannst du nur nachhinein das sagen. Ich glaube, ich kenne gut die Thun-Mentalität, die Werte, das Thun lebt. Ich bin genau gleich wie FC Thun ambitiös und gleichzeitig bodenständig. Am Wochenende wird wieder gegumpelt. Im Stremmel Thun finden die Schweizer Meisterschaften vom Highdiving statt. Athletinnen und Athleten kumpen von 20 Metern runter ins Wasser. Meine Kollegin Rebecca Affolter hat mit dem Vorstandsmitglied Stefanie Hulliger geredet.
ist eigentlich ein Wasser- oder Turmspringen einfach von grösserer Höhe. Beim Turmspringen geht man bis auf 10 Meter rauf und beim Klipperspringen oder Highdiving geht man jetzt bei uns von 16 oder von 20 Meter. Aber sonst an sich ist es relativ ähnlich. Ein grosser Unterschied ist noch, man springt in der Regel auf die Füße und beim normalen Wasserspringen taucht man normalerweise vom Kopf ein. Wieso organisiert ihr die Schweizer Meisterschaften? Wieso habt ihr die ins Leben gerufen? Es ist eine sehr faszinierende Sportart. Ich meine, man sieht das, wenn man irgendwo ist, zum Beispiel im Tessin, die Leute springen von den Klippen runter. Die Leute sind alle begeistert. Es ist wirklich eine super Sache. Und wir organisieren es, weil wir halt sehr viele Leute kennen, die diesen Sport gerne durchführen. Die Gemeinschaft mit den Springern ist halt auch unsere Motivation. Man trifft sich halt einmal im Jahr bei diesen Events und kann so Zeit mit seinen Freunden verbringen. Das Event findet am Wochenende statt. Wie laufen so die Vorbereitungen? Wir haben am Montag das Gerüst aufgestellt. Jetzt seit am Dienstag ist Trainingslager, am Freitag ist noch offizieller Trainingstag. Die Athleten sind parat oder werden bis dann sicher parat sein. Wir vom OK sind auch dran, noch die letzten Details parat zu machen für den Wettkampf. Aber sobald das Gerüst steht, ist eigentlich die grösste Arbeit gemacht. Wie viele Besucher erwartet ihr etwa? Wir erwarten pro Tag ein paar tausend Zuschauer. Es ist natürlich sehr stark wetterabhängig. Darum hoffen wir natürlich auf sonniges, nicht allzu heißes Wetter, dass wir den Stemmel füllen können. Auf was freut ihr euch persönlich besonders am Wochenende? Ich freue mich auf einen unfallfreien Wettkampf bei schönem Wetter und auf eine gute Zeit mit all unseren Springerinnen und Springern. Ob man die nächsten Tage ebenfalls Sprünge ins kalte Wasser machen kann oder man doch lieber am Schermen bleibt, erzählen uns Matthew und Kollegen gerade im Anschluss. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Ich danke euch vielmals für Zuhören und wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Tschüss zusammen. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Tagsüber heute war die Luft vorübergehend ein bisschen trockener. Die Sonne die hat sich gut in Szene setzen, aber wir sind weiterhin in der Südwestströmung. Und das heisst, Gewitter die bleiben weiterhin ein Thema. Morgen da sind wir im Vorfeld von einem Tiefdruckgebiet bei den britischen Inseln. Es kommt also da von Südwesten her wieder ein feuchter Schub daher. Wobei bereits jetzt am Abend und in der ersten Nachthälfte gibt es zum Teil noch Platzregen oder kräftige Gewitter. Bis am Morgen da beruhigt sich aber das Ganze und dann ist der morgen Vormittag veränderlich bewölkt. Es gibt zum Teil ein bisschen Sonne, aber es sind ja schon die ersten Regengüsse unterwegs. Die Temperaturen die gehen nicht allzu weit retour. Die Tiefstwerte die liegen bei rund 16 Grad. Und am Nachmittag da bilden sich dann zum Teil kräftige Regengüsse und Gewitter. Es besteht also durchaus das Potenzial für Starkregen, Sturmböen, aber auch Hagelschlag. Und die Temperaturen die sind im Ganzen so hoch wie noch in den letzten Tagen. Trotzdem ist es typisch. Die Höchstwerte die liegen zum Beispiel in Bern bei 22 Grad, in Interlaken da gibt es maximal 23 Grad. Auf das Wochenende da beruhigt sich das Wetter vorübergehend. Am Samstag und am Sonntag da ist es insgesamt recht sonnig. Am Samstag da ist auch über den Bergen das Gewitterrisiko nur gering. Auf den Sonntag da steigt es langsam wieder ein bisschen an und die Temperaturen die reichen 27 bis knapp 30 Grad. Der Montag der startet aus heutiger Sicht noch recht sonnig. Im Verlauf des Tages wird es aber zunehmend gewitterhaft. Bei schwül warmen 27 Grad. Und der Dienstag ist eher ein veränderlich bewölkter Tag. Es gibt immer mal wieder Platzregen oder Gewitter auf dem Mittwoch. Da dürfte das Wetter langsam ein bisschen bessern. Wie immer halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen miteinander.